Den Auto vun der Zukunft ass iwwer engem zusätzlich elektrischen Undriff. Subaru, de japanischen Allrad-Undriff-Expert, laut mam Forester or eng neii Äre an. An dat man traditionelle Boxermotto a Verbindung mat eng klengen Elektromotto. Heiers do sinnet die Kklengdetailer, die e neie Modell asmechen. De Forester Mild-Hybrid ass mat de 4,63 Meter och 2 cm mi lang wie se Viergänger ginn, an Breet kon dem 2 cm verbreet ginn, wobei d'Teicht net changeiert huet. Eng Liichtverbesserung vun 3 cm Radstand soll Orlo de Passagier hannen dran zu gut kommen, so wie sinn Großfensteren an seg Schmuelseilen vum Dach och d'Sicht rundrem perfekt machen. Optisch sind d'Unnerscheder zu segem Viergänger ganz klein gehale ginn, so wie doch beim SUV, dem permanenten 4x4, dem Allradundriff, an der Technik vum Boxermotto bliwen ass. Eng grosswichtig Neuigkeit kann Subaru awer mellen, de Forester Mild-Hybrid baséiert op der neier Subaru Global Plattform Basis vun allen neue Subaru-Modeller. Bannen dran geht doch markentypisch zu. De Cockpit ass ordentlich verschafft an Sitzer komfortabel. Überraschend viel Platz geht am Möntere geboten. Sogur wann de Schofer sei Sitz weit noch anstellt, bleibt hannen dran nach viel Platz fir d Benivrig. Dat lädt doch darunter, dass der Radstand vom Auto, wie schon fir Dro gesot, 3 cm verlängert gouf. Wer einerseits auch der Mal zu gut könnt, an de Lo Ladevolumen vu 509 bis 1779 Liter obide kann. An Batterien ënnert dem Bodem vun der Mal verstoppt konnte ginn. Wie noch Lo immer als Schofer am Subaru i Forester hanner dem Volant sitzt, stellt fest, dass Türenzähler an Tachometer nach a klassischer analoger Form afirsträchen. Tschen denen zwei runden Instrumenter lädt de klengen Digital Display, den dem Schofer auch die nützlich Infoen zukommen lässt. Ein avantgardistischen Design oder Digitalinstrumenter gëtt net. Dofir setzt iwwer dem Infotainment Touchscreen e weitere klengen Ekran, den dem Schofer weiter Infos, beispielsweise Zreckgewanne vun der Energie vum Mild-Hybrid-System an so weiter uweist. Selbstverständlich mat du Bord vum neien e-Forester SUV aus den EyeSight Sicherheitssystem. He sind 2 notwendig Kameraen direkt ënner dem Dach an der Fichter Fenster ubrecht, die de Strassenverkehr dauernd am Ern hunn. Ein System, dat verschiedene Assisten kombiniert, an so dem Schofer durch Warnsignalen helft, en Accident zu vermeiden oder zu minimisieren, wobei am Extremfall den Notbremsassisten ergreift. D'Unzeche vu Milligkeit an Auflenkung gëtt auch bei der Person erkannt, die an dem Volant sitzt. So wie auch ein System, den Sitzposition als Seitenspiegel automatisch für das Person kann erstellen. Nei also ein System, dat beim Handreksfuhren automatisch bremst, wann den Zënno und den Obstakel eurofährt. Für ein optimales Fuhren bit Subaru iwwer en 3 an Dreck knapp en X-Mode Fuhrprogrammsystem un, den neben dem Normalmodus nach 2 Offroad-Modussen e fir Schnee an e fir labere Bodem ubit. An so auch immer fir eng optimale Traktionserstellung op all Bodemverhältnis sech gut oppassen kann. Unter dem Kapo lädt eigentlich den Highlight von unserem Test, der sogenannte Benzin-4-Zylinder-Boxermotto mit Mild-Hybrid-System. Ein E-Boxer-System, den auf dem bekannten 2-Liter-Boxer Benziner basiert, allerdings aber zu 80% aus neue Komponente besteht. Der Boxermotto bietet eine Leistung von 110 kW, umgerechnet sind das 150 PS, wobei eine Elektromaschine von 12,3 Kilowatt a 66 Nm Drehmoment den Undriff unterstützen soll, an dabei auch Spritspuren soll. Als Spritverbrauch gehen 6,7 Liter auf 100 Kilometer ugin, aber am alltäglichen Fuhren können die schon gern um die 9 Liter run. Auch kein Wunder, weil es muss ja aber 1,7 Tonnen Gewicht für kommen. Die Lineatronik, die sogenannte stufenlos automatische Sport, bringt, sobald mehr eng heich Leistung gefrot gëtt, de Boxermotto e bëssen un seg Tongrenze run, die awer duch normal dufuhren, a sos mat dezentem Aufdruck op der Gaspedal och en normale Klang kann bieten.
Dadurch, dass die Leistung am Drehmoment vom Boxermotto recht bei höherer Drehzahl zum Vorschein kommt, also schon gut, dass die Kraft vom kleinen Elektromotto für das kurz aufhören sorgt. Trotz dem Sprint von 11,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h sowie auch seine maximale Vitesse von 181 km/h über der sehr permanente 4x4 Getei kein vom Hocker gerappt. Aber meine Meinung bei diesem Auto ist, es geht ja auch hier beim Fürst oder beim Jäger, der regelmäßig am Terrain oder am Busch unterwegs ist, nicht um die Vitesse, mir für genau zu sagen, hier spielt ein Hybrid und trifft die Elektrokarte das. Beim Schleichen durch Gewern über die Stäng an die Beamwurzeln, wo der Boxermotto immer auf Tore muss gehalten gehen, für seine Leistung nicht an den Keller fallen zu lassen, dreht der kleine Elektromotto auch seine Kraft bei, also ist auch für eine gute Führung kommen. Ein sicherer Sprung noch viel mischt den E-Forester auch auf der Straße. Auch eine gut équilibrierte Vorwegsaufstimmung, Suspension und plus eine gute Gewichtsverteilung bringt mit sich, dass der Subaru E-Boxer auch flott an den Keieren zu fahren ist und auch ohne seine Trajektoire zu verlieren. Auch alles ein Teil vom permanenten 4x4. Die Mild-Hybrid-Technik hat am E-Forester kompliziert fahren nicht. Passt aber echter zu den konservativen Chauffeuren. Aber auch Männer Umstellung wie bei einem Elektroauto. Für Subaru die Klientel, die Land wohnen, am mehr Gebrauch von einem guten Allradundriff machen.